Hey, schön bist du wieder da beim Audio-Adventskalender und dem grossen Finale von der Geschichte von Antonio, der Sophie, dem Sergei und der Sarah. Die vier sind zusammen mit hunderten Passagieren im Schnee stehen geblieben. Eigentlich sollten der Zug die Nachtschwärmerinnen und Nachtschwärmer aber von Zürich zurück in die Aglo und die Crew später wieder zurück auf Zürich bringen. Diese Pläne sind aber von einem Stromausfall durchkreuzt worden. Und zu allem an ist der in einer Winternacht gestrandete Zug auch noch ein Schauplatz von einer ungeklärten Liebesgeschichte. Ob sich das Ganze aber zur Tragödie entwickelt oder doch in einem Happy End mündet, das steht noch in den Sternen. Wie das Ganze ausgeht, hören wir uns jetzt gerade mal zusammen an. Im dritten und letzten Teil der Geschichte «Der Nachtzug». Viel Spass! Ein eisiger Wind schlägt dem Antonio entgegen, als er die Tür vom Zug aufmacht und in die Nacht raustritt. Inzwischen hat es wieder angefangen zu schneien und die Sicht war eingeschränkt. Nach ein paar Schritten entlang von der eigentlichen Fahrtrichtung sieht Antonio dann aber plötzlich eine Person. Ob es sich dabei um Sophie oder Sarah handelt, ist noch unmöglich zu erkennen. Schritt für Schritt stapft Antonio durch den Schnee und tippt dann der Person auf die Schulter. Sieht aber, dass es nicht nur eine Person ist, sondern Sophie und Sarah, die eng umschlungen im Schneetreiben gestanden sind und sich geküsst haben. Antonio, was machst du da? Haben die beiden praktisch synchron gefragt. Am Antonio war das Ganze unglaublich unangenehm. Er hat sich bei beiden für die Störung entschuldigt und sich wieder auf den Weg zurück in den Zug gemacht. Dort angekommen, schüttelt sich der Antonio vor dem Einsteigen noch den Schnee von der Jacke und weiss nicht richtig, was er fühlen soll. Er hat mit vielem gerechnet, aber eigentlich erst nachdem er mit der Sophie geredet hat. Jetzt ist es nicht mal zu dem gekommen. Dass er sie beim Kuss mit der Sarah stören würde, das war keines von seinen Szenarien im Kopf. In den Wegen haben die gestrandeten Passagiere jetzt kollektiv angefangen, Backstreet Boys Songs zu singen. Die Stimmung ist entgegen den Erwartungen ins Positive gekippt und hat eine spontane 90s-Party mit sich gebracht. Kurz nach dem Antonio kommen auch Sophie und Sarah zurück in den Zug. Die drei schauen sich an, aber niemand weiss so richtig, was sagen. Gut, dass es den Sergei noch gibt. Der betritt nämlich den Wagen und meint nur: «Oh, was ist denn bei euch drei passiert? Redet darüber, sonst gibt's nur Bauchweh. Und mit Bauchweh fängt's nur an. Aus einem Bauchweh kann ein Magengeschwür werden und das will wirklich niemand», hat er gesagt und ist weitergezogen. Als Sarah einen aufgestreckten Arm von einem Passagier sieht, deutet sie das als erlösendes Zeichen, sich ebenfalls von dieser Situation zu entfernen. Und so stehen sich jetzt nur noch Sophie und Antonio gegenüber. Beide wissen, jetzt kann nicht mehr länger geschwiegen werden. Wenn etwas unausgesprochen ist, aber dringend geklärt werden sollte, dann wird die Stille lauter, als es jedes Geschrei je sein könnte. Und irgendwann ist für den Antonio der Punkt gekommen, wo er diese Stille einfach nicht mehr ausgehalten hat. Hey, sorry, gell? Ich wollte euch da draussen nicht stören. Alles gut, aber was hast du denn wollen? Du hast doch gesagt, du erinnerst dich nicht mehr an wahnsinnig viel von der letzten Weihnachtsfeier. Auch nicht mehr an das zwischen uns zwei. Nicht mehr so ganz. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube, wir haben uns... Geküsst. Ja. Hat der Antonio gelächelt. Dann habe ich das dann von richtig in Erinnerung. Ja. Ist das eine gute oder eine schlechte Erinnerung für dich? Grundsätzlich eine gute. Es war ein super Abend, aber ich stehe halt eigentlich auf Frauen. Eigentlich?
Ja, ausser ich hatte schon 4 Gin Tonics, fühle mich wohl und bin ein bisschen zu neugierig. Dann passieren halt so Sachen wie mit uns. Bereust du es? Nein, du hoffentlich auch nicht. Nein, sicher nicht. Aber ich habe auch gehofft, dass es nicht nur eine einmalige Sache bleibt. Du bist mir einfach seit dem Abend nicht aus dem Kopf gegangen. Und ich weiss, ich habe in den letzten Monaten nie die richtigen Worte gefunden. Und das wollte ich heute Abend ändern. Ich habe noch gedacht, du seist die letzte so komisch. Ich habe gemeint, du magst mich vielleicht irgendwie nicht mehr. Verstehe mich nicht falsch, aber ich bin froh, ist es eher umgekehrt. Auch wenn ich dir jetzt leider keine Hoffnungen machen kann. Es muss dir nicht leid tun. Aber hey, das mit der Sarah. Ist das was Lockeres? Oder eher so etwas Ernstes? Es hat locker angefangen, ist immer noch locker, aber ja, so langsam wird es ernst. Aber auf eine gute Art und Weise. Hey, das freut mich zu hören. Sarah ist eine coole. Ihr passt zueinander. Ich hoffe wirklich, dass das gut kommt mit euch. Danke, das ist sie wirklich. Aber hey, du bist auch nicht übel. Würde ich auf Typen stehen, wärst du einer der Ersten, die ich nach einem Date fragen würde. Oh, danke für die Blumen. Was macht mich denn zu so einem tollen Typ? Hat der Antonio jetzt ziemlich stolz nachgefragt. Du hast das Herz einfach am richtigen Fleck, hast ein tolles Lachen. Die kleine Aufmerksamkeit mit dem Lindor-Kügeli war mega herzig. Und du bist ein guter Küsser. Für einen Mann, meinst du? Der fehlen doch in dieser Hinsicht einfach die Referenzen. Hat der Antonio der Sophie zuzwinkert. Meinst du, ich bin in einem recht konservativen Umfeld aufgewachsen. Weisst du, wie oft habe ich da alibimässig etwas mit einem Typ versucht anzufangen? Glaub mir, du küssest wirklich gut. Der Antonio ist etwas rot geworden und hat sich bedankt für das Kompliment. In diesem Moment läutet bei der Sophie das Nattel. Ja, da ist Sophie. Okay. Alles klar, merci vielmals. Und? Hat der Antonio gespannt gefragt. In ein paar Minuten sollte alles wieder laufen. Dann können wir weiterfahren. Yes, das sind doch gute News. Sophie und der Antonio haben sich dort die Wege bewegt und alle über die gute Nachricht informiert. Das war gar nicht mal so einfach, weil die Passagiere und dazu auch der Sergei jetzt aus voller Inbrunst «I Want It That Way» von den Backstreet Boys zum Besten gegeben haben. Als der Sergei sieht, dass der Antonio jetzt wieder einen entspannteren Gesichtsausdruck hatte, hat er nur gemeint «Fertig Bauchweh, tell me why». Haben deinen Rat zu Herzen genommen? Guter Mann. Dann gehen wir, wenn wir wieder in Zürich sind, After Hour Karaoke singen und smörgeln. Was meinst du? Ich weiss nicht so recht. Eigentlich bin ich wirklich müde und gehöre ins Bett. Der Sergei hat sich jetzt offensichtlich dazu entschieden, nur noch mit Backstreet Boys Lyrics zu antworten und gemeint: «Quit playing games with my heart, Antonio. Du bist noch jung und ich bin viel zu gut drauf, zum Heim zu gehen.» Die Energie vom Sergei hat jetzt auch der Antonio angesteckt und so hat er dann auch eingewilligt. Ach, wieso auch nicht? Wird sicher witzig. Das Licht im Zug geht wieder an und jetzt sieht der Antonio, wie der Sergei nur über beide Ohren strahlt und meint: «Backstreet's back, alright?»